Noven zusammen. Und alles klar soweit. Ich hab mir die Sache nochmal überlegt. Wir gucken nochmal da unten noch der in der Höhle und bei der Brick müssen wir auch noch oben auf die Empore hupsen. Viel Spaß. Und zwar, also mich hat das jetzt schon mal nicht zufrieden, ne, in Ruhe gelassen, dass wir hier unten nicht weiterkommen sind. Und ich muss hier irgendwie da dahin. Also der Zeit hier drauf, wir müssen das jetzt noch einmal abreiten. Führt kein Weg dran vorbei. Und vielleicht finden wir dann ja dann doch noch irgendwie die Hülle, die wir brauchen. Und dann gucken wir noch mal, ob wir vielleicht doch den einen Sprung hinkriegen auf diese Empore in diesem Vulkanohaus. Das lässt man nämlich auch keine Ruhe. Und ansonsten gehen wir da oben um die Ecke einfach ein bisschen weiter und gucken mal, was dort noch Schönes gibt. Das sind halt auch ganz schöne Distanzen da, ne? Oh, 477 Rune haben wir am Start. Das ist natürlich ganz arschvoll. Ich weiß gar nicht, wohin wir die eine ganze Rune. Ja, ja. Dumm geschwätztes Kleine. So kann man bestimmt auch irgendwie überall so rumhupsen und machen, aber das ist alles nicht so meins. Die Rumhupserei, die tut bei mir immer in einem enden, das ist der Tod. So, ihr müssen mir doch jetzt ein bisschen helfen beim Gucken, dass ich schon nichts übersehe. Das kennt natürlich ja irgendwie so Fall, wer Hesen, ne? Dass man irgendwie hochhupsen muss oder so. So schon mal nicht. Du auch nicht. Oh fuck. Das hätte ins Auge gehen. Du kennst das natürlich schon, ne? Wenn du irgendwie so irgendwie da hoch und da hoch hupst oder so, ne? Aber, Alter. Das Einzige, was du passiert, ist, dass ich den Abgang mache und dabei sterbe. Gut, du kennst das natürlich auch, ne? Ne. Du ist auch nix. Du ist auch nix. Ah. Guck mal, ganz du hinne. Das gibt's doch nicht. Ich war doch, war das gestern? Jo, gestern. War ich gestern nicht gesehen. Ich war doch da an der Ecke. Gut. Katakomben der Kriegsopfer. Das ist doch ganz nett. So kommen du wieder so Steinviecher runtergehupst. Wie ist denn das? Ja, aktiviere die einfach mal alle gar. Aber ich glaube, die Dinger sind eher für den Online-Modus. Ne? Oh, shit, was geht denn hin ab? Wie ihr das oder wie nur ich das? Shit. Jo, machen die immer. In der Zeit, wo ihr euch da verdruspele. Hier auf der anderen Seite, ich kann die jetzt nicht einfach. Herrst du Ball auf. Alter, das ist aber fies, was du machst. Und zack. Dass die sich aber auch wegbeamen können.
wird ja alles geiler, ne? Was ist das dann eigentlich? Warum dauert denn das Schlagen so lang? Herrst du mal auf. Macht man doch nicht sowas. Ich muss die einfach anvisieren. Ja, da ist ganz schön was los in den Katakombe, oder? Han Mensch das nur. Wie ist denn das? Also, geht schon ganz schön die Post ab. Oh, fuck. Shit. So war das jetzt gar nicht gedacht. Schälen von hinne. Alter, was geht denn da ab? Ach, guck mal, da wäre Kist gewesen. Das kennt aber jetzt so Mimiksen, oder? Da war so Kette dran. Und es hat so ausgesehen, als wäre Schloss dran gewesen. Also es kennt in der Tat Mimik gewesen. Aber die Verdruschpelerei, du. Jo, weiß ich nicht. Vielleicht gucken wir einfach mal so ein bisschen für uns, du. Ob wir da was finden, was uns Spaß macht. In der Zeit können die anderen sich verkloppen. Und lassen sie mir gerade mal Ruhe. Gut, bei den Säule wird jetzt nicht gerade was denn. Oh, guck, sind jetzt runtergefallen, hä? Er muss halt alle wenn abklappern, ne? Nur hat du schon vergessen und das geilste Item überhaupt drin. Oh, fuck, was war denn das? Oh, ja, das alle Weibe der Exido, hä? Ach, das ist noch so eine. Was ist denn das? Spring weg. Ah, gut, du kannst ja gar nicht an schießen, du ist die Mauer im Weg. Ha. So, und dann kriegst du jetzt nämlich dein Schlee. Spring doch weg. Jo, was noch, ey? Die sind natürlich... stopp mal. Die sind natürlich wahrscheinlich nicht so anfällig gegen irgendwelche Sachen, weil das irgendwie so Geister sind, ne? So kuscht Nerve, das sehe ich jetzt schon. Ja, ich weiß jetzt nicht, ne? Also da kann man ja wahrscheinlich dann irgendwie runterhupsen. Das wird schon gehen. Aber jetzt wären wir halt hier. Und da sind ja auch noch so ein paar Geister unterwegs, ne? Gut. Ja. Was ist denn das, du? Ach, guck, der ist an, da unten hängen der Sina, ne? Ja, ach, was? Nix, ey. Ja, du kommt mir jetzt keiner ins Kreuz gehuckt. Alle auf dem Boden haben wir jetzt gerade. Ach, da ist noch einer. Gut, der sich wieder genau dann wegbeamen, wann ich zuschlagen will.
Komm du her jetzt. So. Und da ist noch drüber geschwätzt und jetzt. Sagst du hin wieder so Lanzeträger, hä? Ah jo, du tut er wieder lungere um die Ecke. Ja, wenn der sich nicht als wegbeamet tät, hätte er sich schon viel früher gefasst. Grabfeilche. Ach ja, jetzt steigt er auf. Jetzt hat er die Faxe dicke. Jetzt hat er die Faxe dicke. Da müssen wir jetzt gerade noch bis hier der Abgang machen. Ach, ich war das. Shit, ich hatte für eine Sekunde gedacht, dass er es gewesen wäre. Alter, was kann man da machen? Leicht du die andere Waffe mehreren haue. Wird schon nur in meine Flamme gebracht drin Lava, ey. Spring doch einfach mal weg jetzt, du. Der mit seinem Speer ist ganz schön... Jetzt machen wir halblang. Fuck. Jawohl. Alter. Ich weiß nicht, ob mir das packe, du. Spring. So. Oh fuck. Könnte man mal ausprobieren, wie das mit dem heiligen Katana ist. Nur mal aus Spaß an der Freude. Ob das wenigstens ein bisschen mehr Schade macht. Jo, nee, macht's nicht, ne?
Warum ich? Ah jo, ohne runtergestuppt. Ohne runtergestuppt. Arschkäfte. Jo, das hat aber kein Wert. Mit der Waffe, du. Probieren wir mal die Waffe du aus, hä? Kann ich natürlich die dumme Scharlachfäule du am Arsch. Ach komm. Ach shit. Jetzt kann ich wieder nicht hupse. Das ist nix. Ach, der Anja kommt jetzt angeschlappt, ne? Ajo, was noch? Ach. Wenn wir du die ablehe. Und durch die du ersetze. Ja, jetzt sieht die Sache wieder ein bisschen geschmeidiger aus. So, dann tun ihr ich muss verkloppe. So. Das ist jetzt die Geschichte, ne? Jawohl. Spring mal weg. Spring doch weg, Kerl. Ach, ein Schack. Jetzt habe ich die Rune wieder nicht aufgesammelt. Wo leise dann? So mit im Gang. Das ist aber, wie ich das schon gedacht. Jo, Gott. Das gibt so locker Geschichte, ne? So locker flockig durchgelaufen. Na, guck dir an, was das für Scheiß ist. Ach. Wie schnell kann der dann bitte Pfeile nur laden? Ich glaub's hackt.
Oh, jetzt wieder gegen die Wand geschossen, ne? Oh, schon wieder gegen die Wand geschossen. Die Wand gefällt der, ne? Hat er es jetzt wieder gesehen. Das ist halt der Shit an der Sache. Ich glaube, ich brauche Waffen, die du mehr reinhaut. Irgendwie, was weiß ich, ey, schlagen, dann müssten sie alle gar weg sind. Alter, was ich glaub's hackt, ey. Du wär so mit seinem Feuerrotz rum. Alter, welche? Lass mir doch jetzt einfach mal Ruhe mit deinen scheiß Pfeile, ey. Ich hasse dieses verdammte Anvisiere, ey. Jetzt hat er wieder sein dummes Schild in der Hand. Warum? Oh, war knapp. So rum. Ah, shit, du hast nicht zu viel Angst. Alter, ich hab den doch getroffen. Ach. Lad doch zu. Er bräuchte Waffe. Die komische Geister da irgendwie besser kaputt schwart. Ich so Waffe da, doppelhändig und dann. Hä? Warum hat der jetzt zwei Waffen? Och. Ich hätte schon immer Lust, das auszuprobieren. Gut, die Rolle ist jetzt natürlich wieder für den Arsch. Ja, schwer, fehlt, ja. Ja, jo, was weiß ich.
Ah, hier 162. Ja, das mit beiden Händen wäre ja in Ordnung. Ah, ich hätte schon mal Lust drauf zu gucken, was da jetzt passiert. Wir rennen da jetzt mal durch, weil das da oben wahrscheinlich enge Angelegenheit mit durchrennen wird, weil der ein bisschen langsamer ist jetzt. So, was hat der auch so besonderer? Okay, was macht das jetzt? Wenn das mit dem Sprung nicht so assi wäre. Keine Ahnung, was ist denn das da jetzt? Blue, stell dich nicht so auf. Ah, shit. Ah, ja, da habe ich halt zu wenig Ausdauer und Shit dafür, ne? Muss man halt schon sagen. Ah, ist schon ganz geil. Aber ich hätte mir jetzt eigentlich erhofft, dass die ein bisschen mehr abzieht, muss ich sagen. Was haben wir dann nur noch so im Angebot? Dodi mischt man eigentlich auch so nicht mehr kennen. Gar nicht schlecht. Bin ich schon wohl ins Gehege gekommen, ne? So. Ja, du bin ich. Die sind zu schwer für mich. Die sind zu schwer für mich. Bleiben wir am besten doch bei der Dovaf. Guck mal, die zählt auch zu den Großschwerter. Ah ne, das ist so ultra Großschwerter. Ne, Riesenschwert.
Gut, bleiben wir bei Schuster, bleib bei deinen Leisten. Dann können wir auch wieder die andere Rüstung anziehen. Ja, gucken wir mal. Warum die G-seitig, also gegeneinander kämpfen, weiß ich aber auch nicht, ne? Jo, machen ihr nur. War das jetzt wieder der Pfeil, natürlich. Wow. Hat sich jetzt auch nicht hinter mich gebeamt, ne? Der hat sich schon vor mich gebeamt, oder? Wo ist er dann jetzt? Ich hatte hier irgendwie von dem... Ich hatte hier irgendwie von dem Patch versprochen, dass man du irgendwie die Schläge oder so abbrechen kann. Du merkst ja noch nichts von, ne? Ach, jetzt ist er wieder doof. Ach, die scheiß Kameraführung, ey. So was Rauliches habe ich noch nicht gesehen. Ajo. So, die zwei sind eigentlich machbar. So. Jetzt haben wir aber das Problem, dass hinten wieder so Speerträger war. Nee, Lanzenschwinger. Jo, 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 jo. Ach, jetzt haut er ab, ne? Jetzt hat er doch Schiss gekriegt. So gefällt mir, mein Lieber. Genau so gefällt mir. So, aber du war doch noch, glaube ich, so riese Spanse. Lanzeträger. Ja, natürlich. Das ist natürlich der Shit jetzt wieder. Boah. Fuck, ey. Wenn die wenigstens so Dings gäbe würde, ne? Wissen ja, was ich meine. Oh, laufen wir einfach mal weg jetzt. Oh, laufen wir einfach mal weg jetzt.
Wenn er sich nicht alles wegbeamen geht. Renne mal weg, du, jetzt hopp. Kann der mir nicht jetzt mal Ruhe so einfach. Ah. Jetzt so von hinne. Das wär's halt, ne? Wow, Renemo. Schön Renne. Alles Fahrt jetzt, alles Fahrt. Oh, jetzt habe ich ihn richtig schwierig gemacht. Komm, das muss doch reichen jetzt. Beam dich jo nicht weg. Ey, Schlag hat noch gefehlt. Was ein Beschiss, ey. Jo, Kriegsopfer. Das einzige Opfer, du, das bin ich. Müssen wir jetzt mindestens mal unsere Rune wiederholen. Und eigentlich war ich ja der Meinung, hätte die müsse da irgendwo leihen oder nicht. Aber die scheinen nur im nächsten Abgang oder Aufgang, wie auch immer zu sind. Mit der Wand hat er es, ne? Boah, ey, was brauchst denn du für eine Waffe, dass du die Viecher ordentliche Chance hast? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das, du? Scharlachfäule oder was ist das Lilane? Magie? Warte mal. Stopp mal. Ich schwätze jetzt gern. So, jetzt kann ich mal noch mal schwätzen. Wenn ich jetzt wische, dass da hinten nicht noch irgendeine Scheiß gäbe. Wenn ich der Parry-Gott wäre, wie der Maxim, dann wäre das wahrscheinlich noch machbar. Fuck. Ach, jawohl. Ja, jetzt habe ich noch 2 Fläschenschärfer, die eine anhält, du hinne.
Das war erst um die nächste Biegung, ne? So. Jetzt um die... Oh, fuck. Hast du was verpasst? Ja, nein. Der ist so die Kategorie, die ich mir vorstellen kann. So, du kam jetzt einer von der Ecke hops. Ja, ich weiß. So. Nur sicherheitshalber. Komm, spring. Bevor er da jetzt gleich wieder ins Kreuz hupst. Wow, jawohl. Gott, allein. Kostet das nur Nerven. Jetzt gehen wir da noch ganz in Ruhe hingucken. Ob du nicht vielleicht noch irgendwo was versteckelt ist. Nee. Oh, das ist jetzt enttäuschend. Oder? Bin ja nicht. Das ist jetzt mega enttäuschend, finde ich. Jetzt halt die Frage, ne? Hupsen wir da einfach runter jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Pass mal auf. So nett, mein Lieber. So nett, mein Lieber. Ist sonst noch eine? Ach, das ist da oben noch. Ja, da oben ist auch noch so hält, ne? So. Schwierig ist das. Ganz schwierig ist das. Oh fuck. Das ist hier noch schwieriger, wie ich gedacht habe. Komm, du mit du runter. So. Da haben wir natürlich von beide Dinger nur noch 11 Fläschelchen. Das ist halt quasi nix. Der kommt jetzt aber nicht durch irgendwie, oder?
Oh shit. Ich kennt Heile, ey. Ach shit. Oh, das wird ja alles schlimmer, ey. Ich glaube schon, keine Lust, mich da durchzuquälen. Geh mal du geradeaus, oder? In der Richtung. Wahrscheinlich müssen wir dann noch runter, hä? Ah, du geht's. Ah, okay, ich verstehe. Alter, das war schon fies, oder? Ich meine, wenn du jetzt nur so überlegst, du musst jetzt an die ganze Type vorbei. Gut, du kannst an denen relativ einfach vorbeirennen, ne? Das geht schon. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja quasi an den ganzen Trottel da vorbei, um zu dem Bossgegner zu kommen. Jo, Scharlachfäule. Als wäre das nicht schon gerade schlimm genug, dass ich gegen die ganze Trottel da kämpfen muss. So, was geht da ab? Naja, der kollabierende Stern haben wir schon immer. Du kennst jetzt quasi zu meiner Seele gehen. Ja, das ist die nicht richtig. Oder eigentlich sind es ja nicht Seele, sondern Rune. Gucken wir da hin. Da können wir noch was uns schnappen. Silberner Federtierfuß. Ich hab nämlich so ganz im Kopf, für was der gut ist. Wir nehmen ihn natürlich trotzdem mit. Ach, Ayo, komm mal, du nimm mich hoch. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. So, Punkt 1 ist, ich weiß jetzt nicht so genau, wo man den Hebel ziehen müsse. Punkt 2 ist, ich hätte so grob... Oh, fuck. Ich hätte so grobe Idee. Ne, das ist die falsche Richtung. Ich hätte so grobe Idee, wo man dumme Google kennt. Zum Beispiel war da unten nämlich so, ey, komisch Wand, wo ich sagen geht. Die könnte man kaputt schlagen. Aber... ganz ehrlich, ist schwierig. Also die Grabkammer, die ist irgendwie noch eine Nummer zu groß für mich. Ich steht sagen, mir mache hier mal so Markierung hin. Tod. So. Dann gehen wir da raus. Und dann gehen wir mal zum... Kennen wir die Dinger beim Ichi verkaufen oder müssen wir da um die Tafel rund feste? Die Seele. Erst probieren wir mal aus.
answer. Oh, Blythe wanted me to tell you Aha. not to bother waiting for him and head straight to Nokron. Blythe has been given an important task. Mhm. Apparently a matter of great urgency. You need not await Blythe. Descend underground alone with a fallen star-struck Limgrave and make it yours. The precious treasure of Nokron. Wo ist denn das? So that Lady Rani may tread the dark path of the Empyrean. You need not await. Descend underground alone. Wo der fallende Stern auf Limgrave traf. Kaufe. Ich würde eigentlich lieber... anstatt was zu kaufen, würde ich gern hier meine Seelebilder verkaufen. Meine Rune. Können wir das dann hier machen? Ich bin doch nicht tot, Kerl. Was denkst du dann von mir? So. Gunnar, du mir auch noch die 3 verkaufen. Und das kennt doch dann schon fast für ein Level reichen. Nee. Fehlen noch 1000, so shit. Nee, warte. Hier Inventar. So. Nutze schlafen 3000 als jetzt Zahl. So. $30. So. Wo traf jetzt der fallende Stern auf Limgrave? Sehe ich jetzt nicht so viel, ne? Dann... Ich glaube, das hier, ne? Den Sprung probieren wir jetzt noch mal. So machen wir uns gleich mal richtig schön nackig. Ach, guck mal, wie der jetzt immer hups kann. Bari Pracht. Ah, stopp. Alter, der muss sich doch... okay. Ich hatte jetzt eben gedacht, der muss sich doch eine Erkältung holen, wenn der da mit nackischen Fies rumläuft. Auf der anderen Seite ist überall Vulkan. Das heißt, da ist hier wahrscheinlich schon relativ warm, ne? Also quasi die eingebaute Fußbodenheizung. Die Brick, die ist hier aus Lava hochgezogen. Jetzt komme ich noch nicht immer auf den fucking Stand drauf, ey. Ist nicht zu glauben. Ach, shit. Fast hätte es gereicht. Das kennt aber gleich wirklich reichen. Warte mal. Das ist halt schon so Geschichte, ne? Ich habe immer Schiss, dass ich da runterfalle, ey. Ah, ey. Ob das packe mir. Ja, der Sprung, der klappt schon ganz gut. Ah, fuck.
Das Problem ist halt, dass da irgendwie die Dabbisch Jungfrau ist oder wie das Ding da heißt. Muss ich jetzt früher oder später abspringen? Am liebsten würde ich mir die Geschichte in der Aufzeichnung angucken. Ne, also auf jeden Fall früher. Ja, wenn der einfach, oh fuck, wenn der einfach verdammt noch mal ein paar Hände hätte, mit denen der sich an einer einfacher, billiger Kant festhalle kennt. Aber da ist er halt blöd vorne. Aber was er für modernes Lensch jetzt hier anhat, ne? Eigentlich ist das ja eher weiblich, ne? Oder? So mit dem Schuhgebändel daneben. Sieht eher aus wie so Bikini. Ja, das war zu spät. Wir müssen noch ein Tick früher oder wir machen uns komplett blank. Weiß ich halt nicht, ob das vielleicht die letzte Millimeter rausholt. Ja, das mache ich auch zu selten, ne? Diesen Backstep. Jo, das war nichts. Ich habe halt zu viel Angst, dass ich daneben runterfalle. Ja, och hopp, ey. Ist doch die Leid verarscht. Guck mal, den einen Sprung packe ich doch auch. Dann muss man den doch auch packen. Ich muss nur dran denken, dass wenn ich ne packe, dass ich zuerst nur auf der Eck stehen bleibe und nur die Lage da oben sondiere. Ne, dass ich vielleicht weiß, ob ich da hinten navigieren kann und so. Och, hopp. Spaß macht das hier jetzt nicht, wenn das nicht klappt. Wenn es natürlich umso geiler, wenn es dann immer klappt. Ja, ich weiß nicht. Kann man da vielleicht wissenschaftlicher dran gehen? So. So quasi, wenn hier, wenn der Baumstumpf da aus dem Weg ist, dass man dann versucht zu springen. Okay, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, zu früh. Oder war es zu spät? Ich hatte jetzt nur auf den Baumstumpf geachtet. Ne, das war auf jeden Fall viel zu spät. Ich weiß gar nicht, wie das so Speedrunner mache, dass das bei jedem Mo direkt klappt. Oder sagen wir mal, von 10 Mo oder von 100 Mo klappt das irgendwie 98 Mo. Ja, das war nix.
Ich verstehe auch nicht, warum der sich nicht wie in jedem anderen Spiel einfach an der Kante festhalten kann. Ja, och, hopp, ey. Der war doch eigentlich schon drauf. Ah, falsche Taste. Ich denke immer, jetzt hat er es und dann bleibt er mit der großen C an der Kante hängen, ey. So ein ungelenker Kerl. Jetzt ist er doch schon nackt. Guck mal, was der für Muskel hat. Du musst ja doch auf die scheiß Kanthupse kennen. War zu spät. Es ist, so klappt die schon eigentlich ganz gut, ne? Alter, halt dich doch einfach oben kurz an dem Ding fest, so, zack, einfach mal so, zack, zugepackt und dann wär ich doch dort oben drauf. Das husche dann die Arme. So, auf die soll du der sich ja auch drauf stelle, wenn er so halb nur Treffe tut. Vielleicht muss ich auch mehr auf die Kante von der Säule quasi abziele. Ne, dass die andere Stelle vielleicht nicht breit genug ist zum drauf stehen. Das Asche, was du so aufploppt immer. Ja, wahrscheinlich. So. Ist doch nicht, dass mir du wirklich Kammer für die Durchstell zu Blödsinn. Also ich hab der Bunch war Boss Rush gesehen, da sind die alle gerade hochgehupst. Das ist aber ja vielleicht andere Version gewesen ist, aber sind das gepatcht haben. Aber ich tendiere eher zu dem Punkt, dass ich zu doof für bin. So. Ja, ja. Fuck, ja. Okay, da hinten können wir reden. Da hinten könnte man reden. Auf der anderen Seite könnte man auch Schild. So, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch zuerst diesen das komische Ding davon auf der Ecke holen. Das Item. So, du kommst mir aber jetzt nicht nur gelaufen, ne? Du bist ein bisschen groß dafür. Nicht nur, dass es so duster ist. Man sieht auch gar nicht. Aber da ist einer. Und da ist einer. Das sind aber. Das sind aber nicht nur einer, das sind ja 20 oder so. Wäre jetzt geil, wenn er jetzt nicht gegen die Wand laufen geht, sondern einfach nur durch die Treppe hochkäme.
Ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Komm, komm, komm. Ach, das ist... Guck der doch den Scheiß mal an, ey. Nur weil der andere Depp an der Ecke hängen geblieben ist. Oh, ich war so froh, dass ich es gepackt hat, ey. Guck mal, der kriegt ganz dreckige Fies, der Kerl. Alter, Männer, ich wüsste jetzt noch, wie ich das hier gepackt habe. Es ist aber a Proof of Concept, dass es prinzipiell funktioniert, ne? Ja, das war viel zu spät. Ah, ich muss irgendwie... Ich glaube, ich war eben mehr in die Ecke gesprungen. So, ja, aber so halb Mauer, halb Pfeiler. Ja, also hopp, du hopp, 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 du warst doch schon oben drauf. Aber ich bin wirklich schon gespannt, wenn ich das so ohne geklärt kriege, ob ich da irgendwie dann so eine Tür aufmachen kann, quasi als Shortcut. Wo ich dann da rauskomme. Kann ja eigentlich nur auf der A-Treppe dort unten, also die A-Tür dort unten um die Ecke sind. Männer, ich wüsste jetzt noch, wie ich das eben angekriegt habe. Ich weiß nicht, es sieht halt alles so gleich aus, ne? Dass man so sagen kann, okay, hier, das ist so Orientierungspunkt, wenn du dort bist, dann musst du springen. Ich tu immer schon so ein bisschen hoch mache, ich selber so ein bisschen mich abstoße und versuche zu springen. Das war klar, ich weiß nicht, war das zu früh? Wird aussehen, als wäre er nicht weit genug gesprungen. Ich immer so ein bisschen, ich immer mit, ey. Ach Gott, wie lustig, ey. Dass man du immer so ein bisschen mithupst, ne? Obwohl man genau weiß, das bringt halt nur gerade gar nichts. Ja, nee. Ja, ach, was schlau, ey. Den Sprung, den kriege ich schon ganz gut an. Aber der entscheidende, der hier, der kann ich vergessen, ey. Was ist denn das? Hat er sich den Fuß angestoßen, dann springt er in eine ganz andere Richtung. Also zackerin gesprungen mit in die Luft.
Komm, hopp. Der war doch schon auf drauf. So, das ist halt vielleicht so auf der, also auf dem rechten Rand von dem Ding anlaufe. Und dann so ein bisschen, oh, dann in die Eck. Upse. Ne, er war schon wieder drauf, wenn er das gesehen. Zuerst war er drauf und dann hat er sich nochmal an der Stelle erledigt. Man muss hier schon froh sein, dass er überhaupt mittlerweile muss springen kann. Aber wer war so denn der Hen? Verstehen ja was, ich meine. Wer war so der Hen? Man kennt jetzt, wo ich Sache ausprobiere. Dass man mal versucht, so mehr oder weniger auf dem höchsten Punkt. Nee, das ist viel zu weit weg. Das heißt, ich muss schon in der Abwärtsbewegung springen. Ne? Der war eigentlich schon wieder drauf. Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr in die Ecke zielen. Ich glaube noch ein Tick später. Ich weiß nicht, noch ein bisschen später, ein Tick früher. Also den Sprung hatte ich schon ganz gut drauf, muss ich sagen. Aber der entscheidende. Du kann er auf Elmo Satz machen, als gäbe es kein Moje mehr. Komm, du hast das doch eben Elmo gepackt, das werde ich doch jetzt noch mal packen. Ja, das war zu spät. Ich weiß nicht, du musst mir ja schon so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, finde ich. Nicht das Schlimme ist, der ist eigentlich schon oben. Schon wieder war er eigentlich oben. Ach, das wird jetzt der Ovel, die dumm schnappigste Ovel. Ja, alarmiert. Das ist natürlich doppelt ungünstig. Die haut dann natürlich direkt drauf, wenn ich dort oben auf der Mauer stehe, ne? Das ist zu spät gewesen. Ah jo, du runter, natürlich. So kennen wir nix. Alter, wenn er das Ding so in 2 Händen hat, so ist der ja richtig scheiße zu steuern. Jetzt mal ganz ohne Scheiß.
So kennen wir nichts. So ziehen wir jetzt durch. Eine Balge auffüllen. Komm, bleib stehen. Die Zapplerei bringt dir gar nichts am Ende vom Tag. Jetzt hat sie gemeint, ich fahre ein bisschen weiter zurück. Da trifft er mich nicht, aber da hast du die Rechnung ohne mich gemacht. Ne? Das habe ich jetzt gefunden. Genau das habe ich jetzt gefunden. So, jetzt nur mal ganz in Ruhe. Ach. Es hört so aus, als wäre das ein bisschen zu früh gewesen irgendwie, ne? Weil der ist nicht ganz bis zu dem bis zu der Mauer kommen. Gut, der Vorteil wäre jetzt, wenn wir jetzt den Sprung packen täte, dann könnte man uns da oben direkt dieses Item holen. Das wäre natürlich der Vorteil. Ohne dass uns der einer in die Quere kommt. Und dann könnte man da noch mal runtergehen. In die Katakombe quasi. Und könnte dort noch mal gucken, was abgeht. Wenn er nicht schon drauf wäre auf dem Scheißding und dann noch mal runterfallen tät. Ja. So. Gut drauf. Jetzt hier in die Ecke. Ich kann du nicht wirklich erkennen, ist es jetzt zu früh, ist es zu spät. Ich meine, ich habe halt den Vorteil, ich kann es immer wieder auf meine Skill schieben, aber also den nicht vorhandenen Skill. Nee, komm, du oben drauf jetzt. Hopp. So. Das war wieder zu früh. Ich weiß nicht so genau, wie das ist, ne? Ob der jetzt zum Beispiel, wenn der ein bisschen mehr Anlauf hat, ob der dann auch weiter springt oder ob das dann im Endeffekt egal ist, solange er den Rennmodus drin hat, ne? Das war wieder zu früh. Geschichte meines Lebens zu früh. Mir hatte auch auf einer LAN-Party, hatte mir damals Schnappi, das Krokodil, das hatte mir quasi entdeckt, bevor es alle anderen entdeckt haben, aber du gab es noch kein Internet, also noch nicht so richtig. Oder es war noch in der Anfangsschuh. So, und ein Jahr später war es der Hit. Es war wieder zu früh, aber ich denke immer, eigentlich ist er dann schon in der Senke. Muss ich mehr in die Ecke? Alter, ich weiß nicht, wie die das machen, ey. Die sind da hochgehupst, als wäre es ganz normal, als gäbe es kein Moje mehr. 20 Mo hintereinander, gar kein Thema. Das war zu spät jetzt, ne? Sobald der die Rich Amo ein bisschen zu viel unten ist.
Ich habe so Schiss, da runterzufallen, ey. Das war wieder ein Millimeter zu früh. Können wir das irgendwie anders timen? So. Also. 21. Ach nee, für 21, 22 reicht es schon immer nicht. So. So. Alter, ich kriege nur gleich was an mich, ey, ohne Scheiß. Das war im halber Zentimeter zu früh, würde ich sagen. So circa halber Zentimeter. Das war wieder zu früh. Wenn ich es vorher nicht schon irgendwo gepackt hätte, dann hätte ich schon längst aufgegeben. Aber so weiß ich schon, dass es geht. Und deswegen kann ich nicht aufgeben. Das ist quasi nicht möglich. Hopp, du warst doch eigentlich schon over. Es war, glaube ich, zu spät. Das ist der... Manchmal hat er dann aber auch kein He irgendwie, ne? Das war zu früh. Der gleiche Sprung. Und vielleicht noch im Millisekunden mehr gewahrt. Ich muss mir einfach angewöhnen. Wenn ich denke, jetzt springe, dann noch ganz kurz zu warten. Ja, jetzt hatte ich noch ein bisschen länger gewartet, aber dann fehlt ihm die He irgendwie, ne? Also, so fehlt dir quasi so gut wie nix. Was mich halt ärgert, ist, dass er da Pfanne auf die komische Eck, so hupst der quasi auch drauf, wenn er in der Luft noch ist. Also wenn der Fuß eigentlich in der Luft wäre, hat das Ding quasi schon die Hitbox und er steht dann quasi drauf, ne? So wie da. Und oben bei dem fucking Ding ist es nicht so. Ja, das war zu spät, ne? Ticket zu spät. Das Problem ist, wenn es zu spät ist, ne? Da kann man nicht sagen, okay, wenn es zu spät ist, dann ein bisschen früher, weil dann ist es zu spät. Das geht nur, wenn man sagt, okay, wenn man denkt jetzt, dann noch ein bisschen. Ach, den fand ich eben so geil. Also vom Timing her. Da hätte ich alleweil, habe ich echt gedacht, jetzt packe ich's. Ja, ja. Ja, komm. Och, ey. Das verstehe ich nicht. Der war schon drauf, ne? Das sieht man ja. Der ist dann so drauf und dann tut er so. Dann fällt er wieder runter. Hohlblock. Ne, da eben wieder. Ist er auf die Ecke gehupst, obwohl er eigentlich die Ecke gar nicht richtig getroffen hat. Der war schon wieder drauf.
Also ich sage jetzt immer, in den Speedruns, das sieht man ja dann, dass das absolut machbar ist, ja. Dass man das auch quasi ähm, wiederholt hinbekommen kann, ohne Probleme. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich das jetzt hier nicht hinbekomme. Also es ist jetzt nicht unmachbar oder so. Das wäre für mich halt schon für jede Speedrun direkt Killer quasi. Ne? So, was will ich denn jetzt noch an der Stelle machen? Kann ich jetzt wirklich nichts mehr an der Stelle machen? Fuck. Leid, wir machen mal ganz kurz die Pause und dann probieren wir das noch mal. Das müssen wir jetzt nochmal ankriegen. Bis gleich.
So, auf ein neues. Jetzt haben wir eine Moschee durchgeatmet. Und jetzt packen wir noch nicht im Moment den Sprung. Ach Gott, leid, ey. So Springpassage, ey, die. Ach Gott, ey. Die hasse ich wie die Pest. Ey, so Jump and Run, das ist auch nicht so meins. Was ich dann lieber han, ist, Point-and-Click-Adventures oder sowas. Ne, das war eigentlich. War das genau der richtige Punkt zum Abspringen. Jetzt ist nur die Frage, was mache ich jetzt noch falsch? Weil der war ja eigentlich schon drauf. Ja, es war, glaube ich, ein bisschen spät. Dieses Druff und dann eben zack und dann ist er wieder ohne. Das ist einfach was, das mir auf den Keks geht hier. Entweder ich bin drauf oder ich bin nicht drauf. Aber dieses Jo, ich bin drauf, aber warte, ne, ich hab das nochmal anders erlebt. Das ist halt schon was, wo ich sagen, kenn ich eh nicht so viel kriege. War zu früh. Mir mischte. Ja, es war viel zu früh. Das war viel zu früh. Fuck. Gut, 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 gut. Ach, shit. Alter, du hast immer Schiss, dass ich gleich komplett runterfalle, ey. Der ist doch eigentlich schon drauf, kann der sich da nicht, was weiß ich, halte dich einfach mal an der fucking Kant fest oder over am Geländer, da ist doch die Brüstung, du kannst dich doch einfach mal dran festhalten jetzt. Was hast du dann deine Rotzarme? Oder nimm Schwung mit den Arme. Nicht immer, der springt als, was weiß ich, du passt kaum die Bildzeitung drunter. Du kann er doch auch hochhupsen. Tut mir jetzt leid, aber das müssen wir euch jetzt einfach an, du, bis wir das noch immer gepackt haben. So geht KW-Strahlen. Ah, das war zu spät, ne? Da geht da KW-Strahlen vorbei. Und ich will das jetzt auch noch mal packen. Das ist jetzt einfach, das knabbert sonst zu sehr an meinem Ego. Das war eigentlich gar nicht so verkehrt jetzt. Welche das ist, du gibst der einem für so eine Millisekunde das Gefühl, geil, ich hab's gepackt, dann fällt er runter. Das ist, ich meine, das passt ja auch irgendwie zu dem Spiel, das ist schon klar, welche, das ist so schön normal, die Fist in der Arscherin, aber, ach, ich meine, sind die Bosse oder die ganze Gegner, die dann so schön, meine, sie kennt dich in irgendeiner Eck in Keile und ich über den Weg ficke, reicht das dann nicht? Muss das dann auch noch an so einer Stelle quasi noch demonstrativ quasi mehr gemacht werden?
Das sieht man, glaube ich, nicht so gut, ne? Weil ich schwarz und schwarz bin. Aber ich tue da wirklich immer so ein bisschen mit hupse. Ja. So. Ah, leid, ey. Wissen da, was ich bräuchte? Ich bräuchte so, Talisman, der mir mehr Sprungkraft gibt. Das wär's. Alter, wie kann man an der fucking Kante einfach jedes Mal hängen bleiben? Er bleibt so lange an der Kante hängen, bis er sie abgebrochen hat. Ja, bis er abgenutzt ist. So gibt's jetzt aber, ach okay, wie soll ich denn sagen, Stelle, wo man sagen kennt, wenn nicht nämlich noch Hupser mehr und erst Stadt an und dann dort an, um es halt über den Weg irgendwie gebackt zu kriegen. Aber er ist nicht, ne? So. So, passend auf, jetzt zeige ich euch noch mal, wie das geht. Da müssen sie es aber auch beim nächsten Mal selber ankriegen. So, zieh dich doch an der Kante hoch. Welche riesige Schwerter von 50 Kilo dran. Aber dann dich nicht an der publischer Kante hochziehen können. Der dreht Schwerter, die sind schwerer wie die ganze Kerl. Aber an der Kante sich irgendwie festhalle hochziehe. Nö, das geht nicht. Kennt er sich die Fingernagel abbrechen. Ich weiß nicht, ich denke immer, ich bin so oben so knapp hinterm Buggel. Wenn du jetzt den höchsten Punkt nimmst, dann ist es halt zu free. Aber so knapp hinten dran, ey, das war zu free. Bemischt man sich jetzt so. Jo, aber das Schlimme ist, ich würde das auch nicht ankriegen, wenn ich mir jetzt irgendwie, wenn ich so Bot hätte oder so, der mir dann genau den Weg anzeigt und wann ich schubsen muss und die ich auch schon nicht ankriege. Vielleicht so ein bisschen von der Seite rüber. Warte mal. Wie ist denn das so? Steuerung, Kameraführung, das sind so die Stärke von dem Spiel. Nämlich so ein bisschen du anhupst. Einfach du so drauf. Wissen ja, wenn ich das jetzt dann auf YouTube hochlade und dann denken da eigentlich so, ah, jo, komm, hopp, wir spulen mal halb Stunde vor, dann wird das gepackt schon. Und dann hängt der alles noch so rum. Ach Gott, er leid. Ach, ich weiß ja nicht, das ist eigentlich zum Heile. Da weiß ich, das Schlimme ist, bei dem Pfeiler der Pfanne, du hupst da ja 8 drauf, obwohl er nicht richtig treffen tut. Nur bei dem, da stellt er sich so dran. Wie sind ja was auch lustig gewesen wäre. Der hat dir die Brick, die hat er ja aus dem Lava hochgezogen. Und dort unten ist sie irgendwo in diesem komischen Lavasee, da ist sie diese komische, was ist das, Eidechs? Die so Vulkan- und Feuergedöns spuckt. Wenn die jetzt, hätte ich den Schalter betätigt, ne, und die hätte jetzt auf der Brick drauf gehockt und die hätte ich jetzt mit hochgezogen, dann hätte ich sie so auf der Brick gehalten, hätte ich mir so gegen sie kämpfen. Und dann wäre sie wahrscheinlich die Bricke runtergefallen und hätte ich die ganze Runde geredet.
Auf jeden Fall laufen wir so auch nicht Gefahr, gegen Bossgegner zu kämpfen, der in der zweiten Phase One-Hit ist oder einfach direkt stirbt. Weil da habe ich gehört, dass mit dem Patch 1.04, was das hier ist, dass das quasi bei manchen Bossgegner der Fall ist. Also ich habe hier gegen Radan, ich glaube so hieß er, gekämpft. Und bei dem war das jetzt, würde ich muss sagen, nicht der Fall. Zumindest habe ich das alles auf meinen enormen Skill, den ich jetzt gerade hier auch schon unter Beweis stelle, geschoben. Dass ich denen schön gewonnen haben alles. Nee, aber der war auf jeden Fall in der Phase 2 One-Hit, sondern der normal kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich den vorher nie gegen den gekämpft habe. Aber der war so... Also... Vielleicht war das auch Zufall, dass ich ihn so besiegt habe, wie ich ihn besiegt habe. Aber ich bin einfach bei seiner Bay rumgewuselt mit meinen 4 Kollegen und da hat er eigentlich relativ schnell, relativ wenig Chance gehabt. Ich glaube, im 3. oder 4. Versuch hatte ich ihn gepackt. Und gut, wenn das dumm gelaufen wäre, hätte er mich nur 8 treffen können, ne? Dann wäre es halt auch schnell wieder vorbei gewesen. Ja, und dann haben wir dem seit 2 Großschwerter gekriegt, die man nicht dran kennen. Ne, sind nicht Großschwerter, war ein Riesenschwerter, glaube ich. Das ist aber auch so Geschichte, ne? Ich hole die mal gerade raus. Guck mal, das Ding lehnen wir mal ab. Vielleicht leitet es ja auch an dem. Wo haben wir es dann? Hier, ne? Das in dem sei, gut, Stärke 38 haben wir jetzt natürlich nicht, klar. Aber, ne, das sind jetzt 2 Stück irgendwie. Was ist jetzt mit dem anderen? Vorhin hat er die beide in der Hand gehabt. Warum hat er die jetzt nicht beide in der Hand? Verstehe ich jetzt nicht. Ah, wahrscheinlich ist das Gut, wahrscheinlich kann er das jetzt nicht machen. Weil er das Ding eigentlich nicht dran kann, ne, weil es zu schwer ist. Aber vorhin hat er die mit beide Schwerter, weil eben hat er noch so eins auf dem Kreuz gehabt. Warum er das jetzt nicht rausgepackt hat, weiß ich jetzt aber nicht. So. Ich gucke aktuell übrigens eine Serie, die heißt Dropout von Disney Plus. Und theoretisch ist die gar nicht mehr so schlecht. Aber, also ich weiß gar nicht, ob die irgendwie auf einer wahren Begebenheit oder so beruht. Auf jeden Fall, Alter, so dumm kann man doch nicht sein, dass man, also, keine Ahnung, 10 Jahre oder so an der Erfindung rumwerkelt, alle Leute verarscht, von wegen, ah jo, das ist sie, die funktioniert einwandfrei. Und quasi kein Schritt vorankommt. Also allein die technische Entwicklung hätte ja eigentlich dafür sorgen müssen, dass die vorankommen. Weil die Bauteile kleiner wäre, die Rechenpower besser wird und was weiß ich was alles. Finde ich, denke ich. Also von daher und so passt eigentlich, ne? Vielleicht muss ich jetzt nur noch mal ein bisschen weiter rechts anhalten. Also ich weiß nicht, ob ihr wisse, worum es in der Serie geht. Das ist irgendwie so... Die Schauspielerin kommt mir auch bekannt vor. Mir fällt jetzt der Name nicht, ich glaube Elisabeth heißt sie. In der Serie. Und die hat dann irgendwie Angst vor Nadeln oder so. Und dann hat sie Erfindung, was weiß ich, mit einem Tropfen Blut kann ich die ganze Untersuchungen machen. Dann schiebst du ihn so Gerätchen drin und das macht dann automatisch Untersuchungen, am besten noch von daheim, ohne Arzt und alles. Und hat es nicht zum Larve gekriegt, ne?
meine, wahrscheinlich hätte ich jetzt angefangen und hätte gesagt, okay, wir probieren das zuerst mal mit einem Tropfen Blut und dann zum Beispiel Diabetes, geht die schon. Hätte ich geguckt, dass das Gerät den Blutzucker messen kann. So, wäre wahrscheinlich der erste Schritt gewesen. Dann hätte man das Gerät schon mal daheim gehabt, dafür. So, und dann hätte ich quasi geguckt, dass ich Blutwert, einsicher, ja, dass ich den auch noch abgedeckt kriege. So, und so peu à peu immer einer mehr. Also so wäre ich, glaube ich, an die Geschichte rangegangen. Und die haben am Anfang mit, was Syphilis oder was sie da ausprobiert haben. Ich meine, warum sie jetzt ausgerechnet Syphilis genommen haben, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber, ich weiß nicht, da hätte sie wahrscheinlich auch einfachere Werte gehabt, oder nicht? Oder war es Syphilis? Ja, irgendwas so in der Art war es. Ich weiß nicht mehr genau was. War zu früh. Jo, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, aber das ist wahre gebracht, ne? Wie viel Millionen die gescheffelt hat von irgendwelchen Investoren mit einer Erfindung, die kompletter Bullshit ist. Und quasi alle Bedenken, die geäußert wäre, von denen auf dem Tisch gewischt war. Obwohl die eigentlich so mega unsympathisch ist, zumindest, also so wie die das spielt, ist die Person für mich eher unsympathisch. Und so möchte gern Steve Jobs Imitat. So kompletten Schwarz, Rollkrage polieren, so Shit. Und also der hätte ich doch nicht 3 Wörter geglaubt, ohne dass ich das mal wirklich ordentlich sie und nachvollziehen hätte können. Aber gut. Am Ende des Tages ist es ja nur eine Serie. Weil ich halt, wie gesagt, nicht genau weiß, ob die irgendwie auf wahre Begebenheit beruht oder nicht. Könnte man ein geiles Trinkspiel draus machen, ne? Jedes Mal, wo ich den Sprung verkacke, muss ich ihn kurz ertrinken. Das wäre so die Geschichte, ne? Aber du wär hier innerhalb von 5 Minuten Schluss. Oh, fuck. Du wär innerhalb von 5 Minuten Schicht im Schacht. Und wenn ich das richtig weiß, verstößt das auch gegen die Twitch-Regeln. Also darfst zwar, glaube ich, on-stream Alkohol trinken, aber kein Alkohol-Abuse. Oder wie sie das nennen. Also Missbrauch. Der ist eigentlich hoch genug. Er müsste jetzt nur noch drauf stehen bleiben. Oh, mir leid. Wissen ja, was jetzt total deprimierend wäre. Wenn dann jetzt, was weiß ich, spielst du jetzt, ne? Du das 1000-mal probiere. Und dann kommt du, was weiß ich, kommt dein Kollege, was weiß ich, Leon oder so, ne? Zack, beim ersten Mo, als wär's nix, ne? Das wäre dann so Situationen. Du kennt mir dann quasi schon so Mordgedanken kriegen. Ne, und er das ewig sieht. Eigentlich war er nicht hoch genug, hat sich aber trotzdem so ein bisschen drauf geglitscht. Ja, und ich verstehe nicht, warum er das nicht einfach auch an der fucking Kante hin macht. Und das ist halt auch wieder genauso die Geschichte. Warum hat er jedes Ständchen eine andere Hitbox? Oder Collision Detection. Oder was weiß ich, wie man das da nennt.
Alter, jetzt ist er noch zu blöd für auf den scheiß Böller, oder Pfeiler, noch mal drauf zu springen. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt, den jetzt so zeige, ne? Dann sieht man ja auch Nippel. Wäre ich dann trotzdem gebannt irgendwie von Twitch? Weil Nippelzeit darf man ja nicht. Das ist auch so eine Sache, ne? Nippelzeit darfst du nicht. Aber wenn dann so manche Frau hier auf Twitch die Kameraeinstellung so wähle, dass man quasi in der Ausschnitt bis zum Bauchnabel gucken kann, das ist in Ordnung. Also ist es doch eigentlich unverfänglicher, wenn man jetzt einen Kerl sieht, der irgendwie oben keine Ahnung, Sport macht. Bankdrücke oder so Shit. Als dann quasi Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Vor allem sind das dann auch immer so Geschichten. Also ich weiß, dass das viele anders das sehen, aber mich verleitet sowas hier meistens eher zum Weggucken als zum Hingucken. Das ist für mich immer dann eher so halber Unfall. Gut, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt jemand, der am Straßenrand steht und sich einen Unfall angucken muss. Ich glaube, vielleicht muss ich ja einfach ein bisschen mehr in die Ecke hupsen. Ne, dass er doof vorne auf der Kante halt nicht stehen kann, aber daneben auf der Mauer halt. So, ne? Dass ich mehr so gerade auf die Ecke hupse. Das war zu früh. Bin kurz davor, meine Stream zurückzuspulen, um zu gucken, wie ich das Animal gemacht habe, wo es geklappt hat, ey. Das gibt's doch nicht. Warte mal, geht das hier? Das ist gestern. Wie geht denn das? Wenn ich auf Videos gehe. Genau. So. Problem ist, jetzt muss man nur wieder die Stelle finden, wo es geklappt hat, ne? Wahrscheinlich ist es einfacher, die Stelle zu finden, wo ich da oben drin gestoppt bin. Und von der dann zurückzugehen quasi. War auf jeden Fall vor der Pause. Noch weiter vor der Pause. So, da bin ich jetzt eben gestoppt. Na komm schon. Alles nicht gepackt.
Ich glaube, ich muss irgendwie mal zählen, wie oft ich das verkackt habe, den Sprung. Ja, aber so habe ich jetzt nichts anderes gemacht wie die letzten 100 Mal. Okay. Also, so, da bin ich dort drauf gesprungen, da bin ich auch nicht großartig weiter nur hingegangen. Und dann bin ich so in der Spur, hier so bin ich angelaufen. Ja. So. So. So in der Spur ungefähr bin ich angelaufen. Dann bin ich da hochgehopst. Ne, dass du so die Verlängerung von der kurze Brüstung du hast. Aber, du bräuchst mir einfach das Fritzchen, ne? Ein Fritzchen seit Doppelsprung. Aber wann, wo bin ich denn da abgesprungen? Fucking schwer zu sehen, ey, wo man da dann abspringen muss. Das war aber schon relativ weit hinne, finde ich. So. So ungefähr dort ich. Ja, wahrscheinlich noch ein Ticke weiter unten. Ja, du siehst halt, du hast halt hier Anhaltspunkt, ne? Dass du sagen kannst, ah ja, du guck, da ist irgendwie ein roter Punkt und wenn du den siehst, dann musst du springen. Ähnlich wie es bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug war. War jetzt wieder ein bisschen Fried, denke ich, ne? Fuck. Es war ein Ticke zu spät. Ich meine, was hier vielleicht schon mal gar kein schlechter Orientierungspunkt ist, dass du quasi hier so auf der Kante hier so anlaufen musst. So, aber dann, ne? Wo habe ich denn da hingeguckt? Eigentlich quasi geradeaus. Quasi geradeaus. Ja, dann quasi genauso, nur halt nicht so dumm. Ah. Ich hasse es, ey. Eigentlich, er ist doch schon drauf. Ich glaube, ich tun jetzt F-Spamme. Vielleicht, wenn er dann so halb drauf ist, vielleicht macht er dann doch noch Satz. Nee, das kann ich vergessen. So hat er zu lange die Leitung, bis der wo dann runter ist und dann wieder hoch. Ah, stopp. Ha, das wäre ein bisschen weit gewesen.
Ist jetzt bald runtergefallen, du. Wir machen mal ein bisschen Musik an, oder? Dass das nicht ganz so trist ist. Ei. Lied geht bis mehr 5,5 Minuten. Mal gucken, ob man das packe. Nicht so, als würde man es jetzt irgendwie nicht schon eine Stunde probieren. Oh. Ja, ja. Ah, zu früh. Ah. Ja, ich meine, ist jetzt nicht so, ich würde mich durchaus so auch anderweitig hochkämpfen, ne? Das ist gar nicht das Thema, aber ich habe den Weg halt nicht gefunden, wie ich dort hochkomme. Ist halt jetzt die Frage, ne, ob das hier quasi der offizielle Weg ist, den du gehen musst. Und wenn du halt 2 Stunden versuchst, dort hochzuhupsen. Es ist wirklich, ich bin kurz vorm Verzweifeln, ganz im Ernst. Es war zu spät. Wenn man jetzt wenigstens dort oben quasi Speicher kennt, dass du nicht immer den Shit-Hupse auch noch machen musst. So, der ist es. Ich weiß ganz genau. Ja. Ich sage es, wie es ist. Das wird knapp. Wir haben noch 3 Minuten vom Lied. Oh. Machen wir die Dia auf Hopp. Verzweiflungstat ist das. War nicht schlecht, oder? Was soll man du noch? Was ist denn das? Oh. Ja, und was ist mit dem anderen Schwert? Der hat doch noch ein Schwert. Warum nimmt er die jetzt nicht beide? Finde ich immer ein bisschen komisch. Ah, das so kann er nicht, ne? Das ist jetzt doof für. Jo, das geht nicht. Sind schon so ein paar lustige Waffen dabei. Was geht da ab? Ist auch nicht schlecht. Also gerade, ne, vorhin, wie ich da so von den ganzen Typen da quasi umlagert war, oder bin, umzingelt, hätte ich das bestimmt geil gebrauchen können.
Tja. Was sollst du dazu jetzt sagen, ne? Kannst du halt knicken. Geht halt einfach nicht fertig. Obwohl ich es vorhin schon mal gepackt habe. Ich verstehe es nicht. Er ist doch eigentlich schon oben auf der blöder Kant drauf. Ist das dann jetzt... Jo. Ist das... Ja, natürlich. Ist das dann jetzt wirklich zu viel verlangt? Ich meine, wie viel Sprünge wäre mir da in der Minute packe? 10? Das heißt, bis 10 Uhr wäre es noch so 150 Sprünge. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind es auch nicht ganz 10, ne? Es kommt ja drauf an. Manchmal komme ich da nicht auf die, beim ersten Mal drauf. Wenn er halt bei denen, die er packt, einfach das oben bleiben geht. Verstehen Sie, was ich meine? Es war zu früh. Ja, ich weiß halt nicht. Eigentlich bin ich halt der Meinung, das war jetzt eigentlich ein gutes Timing. Ne, der ist hier eigentlich drauf, ne? Das sieht man ja so und dann kurz und dann zack. Ja, es war ein bisschen spät. Der rennt aber auch so ein bisschen unnatürlich, ne? Der tut die Arme immer so mit so Faust und ohne, so als wäre er ganz wierig und dann so wie so Stier quasi auf ein rotes Tuch drauf zulaufen. Ich will halt auch wissen, was das ungefähr Item ist in dem Schloss, ne? Also auf dem Thron hat hier einer gehockt mit so einem Item. Das wird mich halt auch interessieren. Und ich will da dann irgendwo eine Tür aufmachen, damit ich diese fucking Sprungpassage dann nur nie wieder machen muss. Oder zumindestens zwar wie mir zu Übungszwecke, aber das war's dann auch. Aber das war's dann auch.
So kann ich dann schon verstehen, wenn ab und zu mal so Mausgefloh kommt und die ein bisschen ungünstig abrutscht und in den Bildschirm reinfliegt. Das würde ich zwar nie machen, weil mir das Geld zu schade für ist. Und weil es unterm Strich ach ja nur ein Spiel ist, aber so ein bisschen verstehen kann ich es schon. So, das Mikro ein bisschen näher hole. Ja, ich weiß nicht. Eignet sich das so als quasi gute Nacht Passage? So, ich spring mich in den Schlaf. Theoretisch könnte ich auch im Bett machen, das du. Es ist, er ist doch wirklich da oben. Wahrscheinlich habe ich den einen Sprung da vorne. Auf den Böller da. Habe ich wahrscheinlich schon öfters gemacht als jeder Speedrunner. Der das einfach beim zweiten Mal angekriegt und dann für immer und ewig abgespeichert hat. Ja, ein bisschen näher. Ne, so die, ist das nicht die Taktik-Shooter-Pose? 10 cm vorm Bildschirm mit der Aue. Ist das alles gleich viel größer. Wenn man die Maus nicht bräuchte bei. Und wenn man die Maus nicht dabei bräuchte und man es quasi nur mit der Tastatur machen könnte, dann könnte man wenigstens das so machen, ne? Was ist denn jetzt? Was geht denn ab? So, alles her damit. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Aktion war. Ja, kein Wunder, dass der den Sprung nicht packt. Der hat so viel Rune bei sich. Die zieht den ganz schön runter. Das war jetzt vielleicht ein Ticket zu früh, ne? Das wäre jetzt auch so ein Ziel, ne? Das Ding, du das so oft zu spielen, bis du einfach den Sprung im Schlaf kannst. Und dann kann ich Tutorial davon machen. War zu spät, ne? Da war ja die Rutschstunde runter. So weit. War er wieder ein Tick zu weit unten.
Ey, ich zweifelte wirklich an meinem Verstand, weil gefühlt mache ich da einfach überhaupt nichts anderes als bei dem einen dummen Sprung, den ich angekriegt habe. Ich meine, allein durch Zufall hätte ich ja schon jetzt die A-Stelle noch mal hätte treffen, von der man abspringen muss. Und dann siehst du dann wahrscheinlich auf YouTube so 50 Sekunden Video, drauf, zack, Sprung, fertig. Ne, das ist wahrscheinlich auch der eine Sprung von 1000, die er gemacht hat, der geklappt hat. Aber ist egal, den kann er ja online stellen, ne? Dass der du 1000 Versuche vorher gebraucht hat, das muss der nicht sagen. Ich glaub's mal auch. Ding nenne ich dann How to keine Ahnung, make the hardest jump in Elden Ring. Weil ich glaube, make ist ja nicht das richtige Wort. Ich wissen, wenn der nicht eigentlich drauf wäre auf der Scheißkante. Weil der ist halt doch wirklich drauf. Ja, es war zu free. Spät. Kann man so viel Klick und Zufall haben, dass der Sprung durch Amo so klappe tut. Wäre jetzt noch geiler gewesen, wenn es beim ersten Versuch geklappt hätte und es nur 1000, wo es nicht klappt. Und ich glaube, das war schon 1000, ey. Also ich meine, ich machte jetzt schon wirklich eine Stunde rum. Benutzt doch einfach deine beschissene Hände, ey. Ist das dann jetzt so schwer? Du brauchst die nicht so runterbaumeln zu lassen. Wenn du Schwert in der Hand hast, tust du es ja auch hochheben. Ja, es war zu früh, ne? Aber ansonsten wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. Wieder zu früh. Es gibt einfach zu spät und zu früh. Fertig. Das ist wirklich wie in meinem Leben. Bei manchen Sachen bin ich zu früh und bei anderen bin ich einfach zu spät. Zum Beispiel beim Streamen. Oder YouTube. Ja, wenn ich mir überlege, was mein Kollege und ich früher auf LAN-Partys hätte man den Shit einfach aufgenommen und auf YouTube gestellt. Wer weiß, dann wäre mir jetzt vielleicht die Hände auf Blatt. Ja. Ah, da hast du halt nur Fetz im Kopf gehabt. Da konnte ja auch keiner riechen, dass YouTube mal also so durch die Decke geht. Gut, man hätte sich's gerne vielleicht denken. Aber wenn du halt nur Fetz im Kopf hast, nicht. War ich glaube ich ein Ticket zu tief. Also schön, ne, wie ich das quasi so analysiere, ohne zu wissen, wie es richtig ist.
Ich weiß jetzt auch nicht. Wie wird man jetzt das Ding hier nennen? Also wenn ich jetzt sagen tät, okay, ich mache auf YouTube ein How-To, wie mache ich den Sprung hier? Wie nenne ich den Sprung dann? Der Sprung vor der Drücke, vor Eligis oder wie sie heißt, Kirsche oder wie nennt man das dann? Oder hat die Brick irgendwie einen Namen? War schon wieder drauf, ne? Und erst wie er drauf war und dann ist er runtergeglitscht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tode ich auf die Art und Weise schon in dem Spiel oder in Dark Souls kassiert habe. Weil er irgendwie gemeint hat, er kann die Kante runterglitschen. Ach, hopp, ey. Ach, wir haben nicht schon 10. Es ging ja viel flotter, wie ich gedacht habe. Aber jetzt gedacht irgendwie so, oh, 5 vor wäre machen, nix, 10. Alter. Komm jetzt. Ich will denen nur noch ähnliches Mo packen. Ohne Scheiß. Ey, Mo nur noch. Ey, Mo. So, komm, hopp. So drauf. So drauf. So drauf. So. Laufsche hier so in. Genau so in der Verlängerung, die ich sahen. Laufsche an. So hier. Zu früh. Keine Ahnung, gibst du irgendein Attribut, dass man skillen kann, dass er nicht so dumm hupse tut, dass er irgendwie intelligent hupst. Her hupst. Weiter hupst. Sich festhält. Für was hat er sei Pranke? Der nimmt noch nicht immer richtig Schwung mit seinen fucking Hände und Arme. Für den Sprung. Hat er gesehen, dass er eigentlich drauf war auf dem Scheißding? Ihr Hans gesehen, oder? Ihr Hans doch gesehen. Wahrscheinlich ist das so implementiert, dass man den Sprung genau Emo packen kann und danach nie wieder in dem Spielstand. Mit dem Charakter. Muss ich dann zuerst einen neuer Spielstand machen und dann kann er du. Vielleicht mich, der sich seit Zäpfchen abschneide.
Vielleicht ging's dann besser. Wenn ich's nicht schon einmal gepackt hätte. Wenn ich's nicht schon einmal gepackt hätte, halt. Dann hätte ich wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, ja gut. Die haben das irgendwie gefixt mit dem Update 1.04. Der Sprung, der geht halt nimmer. Ne? Nicht schlecht vor, weiß Geier was, irgendwas, aber so. Der unmögliche Sprung. Weil als dummes sei hin zu benutzen. Welche du der quasi durch die, hier, die Platte oben drauf, ne, durch die Platte durch, du der quasi fies durchspringe, bis er oben drauf steht. Und der oben kriegt er es nicht auf die Reihe, ey. So, und er ist wieder exi jetzt, ne? Wenigstens kriegt er okay Energie ab. So. Ich will's Fritz hier holen. Fritz hier. Genau so war ich eben also vor einer Stunde oder so angelaufen, wie ich den Jump einmal gepackt habe. In meinem ganzen Leben habe ich den einmal gepackt. Das war so geil, als ich den gepackt habe. Das ist eigentlich, finde ich, das war jetzt von der Höhe her und von der Weite her und so gar nicht so schlecht. Der hätte, glaube ich, nur müsse ein bisschen weiter rechts sind, verstehen ihr? Dass er. Welche, das ist doch ganz instinktiv. Das macht jeder Mensch, dass er bei so einer Aktion dann nur Pfanne greift, um sich festzuhalten. Außer das Samurai, der fällt lieber nicht tot. Es gibt so viele Stellen im Spiel, die wirklich schwer genug sind, wo er wirklich genug sterben kann. Kennt er doch jetzt die Stelle, kennt er sich doch dann einfach nur ein bisschen am Riemen reißen. Schwarz-Free. Ja, es war zu spät. Schon nach langsam keine Geduld mehr für den Hampelmann, du.
Ey, Physik-Engine aus der Hölle hat das Spiel, ohne Scheiß. Besser mal 3 Dungeons weggelost und die scheiß Physik-Engine überarbeitet. Das wäre jetzt sinnvoller gewesen. Das sind halt auch so Sachen, ne? Alle anderen, die tun jo jetzt so Sachen übersehen, ne? Da ist es halt das geilste Spiel ever. Aber dass der so dumm ist zum Springen, das ist denen, das übersieht die dann. Ja, es war wieder zufrieden, ne? Ich bin jetzt ganz unabhängig davon, ob das jetzt von der Entwickler gewollt ist, dass man dort hochspringt oder nicht. Aber das ist ja nicht nur an der Stelle so saudumm mit dem Springen und mit der Hitboxe und der Collision Detection und was weiß ich was alles. Ich meine, das ist ja auch ein riesiges Spiel, ja. Das ist ganz klar, dass du jetzt nicht alles rundlaufen kann, aber das sind halt so essentielle Sachen, die müssen halt, finde ich, einfach sitzen. Das ist irgendwie so, die Ahnung, wie wenn ich jetzt Integralrechnung machen will in der Schule, aber Plus und Minus sitzt halt noch nicht. Ist eine riesige Welt aufgebaut, 1000 Gegner und was weiß ich was alles. 1000 Schwerter und Schilder und Zaubersprüche und keine Ahnung was alles. Aber das Springen, das kriegen sie nicht auf die Reihe. Der ist Festhalle, anerkannt. Der ist mit dem Fuß ist der eigentlich drauf, ne? Also ich würde jetzt gerne mal in dem Moment auf Pause drücken oder so, dass man das mal sieht, dass der mit dem Fuß eigentlich auf dieser scheiß Kant drauf ist. Also jetzt nicht, aber davor war er wirklich von der Höhe her auf bzw. über der Kant. War wieder zu früh. Hauptsache, er macht dann so seine, was weiß ich, Iron Man Faustschlag in der Bode. Oder Thor. Wobei der Thor macht es mit dem Hammer. Der Iron Man macht es quasi zum Lande. Er ist also was, ne? Ich mag die Marvel-Filme hier unheimlich. Aber ohne den Iron Man ist es halt irgendwie nicht mehr das Gleiche. So fehlt einfach irgendwie so ein bisschen so gewisser Charme, so gewisser Witz. Es war einfach die fucking Figur vom Marvel Universe. Das war das Zugpferd. Also, jo, das war nicht der erste Film, ne? Klar, ja, X-Men, aber anderes. Gut, jo, ich denke mal, anderes Universum. Aber, davor waren dann die Hulk-Filme, die eher schlecht als recht waren. Ja, was heißt schlecht, ne? Aber die waren halt nicht wirklich gut. Und erst mit dem Iron Man, so wurde es richtig, richtig geil. Der erste Iron Man Film, der war einfach, keine Ahnung, göttlich. Wirklich richtig geil. Und der erste Avenger, Alter, wie er da auf dem Platz in Berlin oder wo es spielt,
der angeblich spielt. Oder München oder Leipzig oder wo es war. Und er kommt angeflohen, hackt sich do in den komischen Flieger do von der Black Widow, schmeißt Shoot to Thrill in, trägt geiler, lustiger Spruch, springt runter, du de Logi verdruspele, haut noch 2 schöne Sprüche bei, ey, beste Filmszene ever. Ohne Scheiß. Muss man aber fairerweise sagen, Age of Ultron war schon nicht mehr so geil wie der erste Avenger. Und klar, dann hier Infinity War und Endgame und so, das war schon geil, ne? Und episch. Aber es endet halt immer damit, dass der Iron Man stirbt. Und das ist halt... Das sorgt quasi dafür, dass ich die Filme eigentlich gar nicht mehr gucken will. Weil ich weiß, am Ende stirbt der Iron Man. Ja, und ist ja dann nicht nur so, dass irgendwie jetzt nur der Iron Man jetzt irgendwie weg wäre, sondern du hast Captain America weg, Black Widow weg, Hawkeye ist jetzt nur die Serie, vermutlich auch weg, Iron Man weg. Keine Ahnung, wen ich noch vergessen habe. Aber ich meine, der Hulk ist noch da. Der Thor, der wird wahrscheinlich noch 11 Filme machen, dann wird er auch wechseln. Black Panther. Weiß ich nicht, was ich mit dem jetzt mache. Aber der ist hier prinzipiell auch weg. Ach, wenn es unverschuldet ist. Von Marvel. Leider. Ja. Ich finde das einfach schade, ne? Och komm, bitte noch ähnliches Mo. Mehr will ich gar nicht. Noch Mo. Na, zu spät. Jo, und dann, weiß ich nicht. Und dann war es irgendwie so ein bisschen komisch, war teilweise auch. Also jetzt zum Beispiel. Die Eternals. Es soll doch irgendwie so die böse Obermagger sind. Die haben jetzt, also ich meine, die hätte ja auch davon betroffen sind können. Thanos hat die Hälfte von alle Lebewesen quasi ausgelöscht. Der hätte ja auch keine von denen die Hälfte drauf gehen oder alle gar, wenn sie Pech gehabt hätte oder nicht. Also hätte ich schon ingegriffen. Und dann weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob du jetzt mehrere Filme von denen geplant sind. Aber, also wenn ich jetzt quasi von der Original Avengers Leute austausche, keine Ahnung warum, vielleicht weil sie zu alt war sind, dann mischte ich das jo, also dann sind die Eternals auch hier nicht richtig besetzt. Ah, jo, ich weiß nicht, ob das wem Alter war. Ich meine, klar, die hatte schon ein gewisses Alter, aber so alt war es jetzt auch noch nicht. Jo, kommt halt immer drauf an, ne? Wenn es dann Leute sind, die erst dann sind, alles selber machen wollen, dann sind es dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr die richtige Rolle. Das weiß ich aber jetzt nicht, ne? Ich weiß nur, dass ohne der Iron Man ist die Geschichte irgendwie nur halb so gut.
Jo, auf der anderen Seite, ne, dann hier Tom Holland als Spider-Man finde ich ihn eigentlich ziemlich gut. Ich habe Uncharted habe ich noch nicht gesehen, ja, gebe ich zu. Vielleicht ist der Film mega geil. Aber ich sehe es irgendwie nicht, der Tom Holland als Nathan Drake. Also den Mark Wahlberg hätte man, denke ich, nehmen können. Oder ich sag mal, die haben ja für die Spiele, haben die ja auch so Schauspieler gehabt für die ganzen Bewegungen und so. Zu Motion Capture und die Sprache und so. Den hätte man doch auch nehmen können, oder nicht? Also, der hätte ja dann wahrscheinlich noch mit am besten gepasst. Ja, gut, das regt mich halt auf dieses Runterklitsche. Das ist so wie Fabrikarbeit, ne? Am Fließband. 8 Stunden am Tag machst du genau die ein und selbe Handbewegung immer und immer wieder. Also ich habe das mal in der Sommerferie gemacht, als ich noch zur Schule gegangen bin. Verdient man schon relativ gut, ne? Aber also Spaß hat es mir nicht gemacht. Musst halt, ne? Musst dann Schichtarbeit. Jetzt kriegst du dann Schichtzulage, ne? Wenn du dann nachts schaffst oder abends oder wie auch immer. Das ist schon ganz geil. Aber, boah, nee, danke, ey. Jeden Tag 8 Stunden die gleiche Handbewegung. Mach das du jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 1,5, 2 Stunden. Und Spaß ist auch nicht. Ich mach das jetzt auch nicht mehr lang. Auf der anderen Seite, ne, das kann ich natürlich immer, ne, ich höre gleich auf, ne, aber 11 Versuch mache ich noch, Einmal willst du ja auch packen. Zu früh. Alter, hopp, gib mir doch noch ein einziges Mo. Diese dumme Kante, noch ein Mo. Noch ein einziges Mo. Gib mir doch noch ein Mo die dumme Kante jetzt. Wenn mir die noch einmal geben wird, ich schwöre, ich verkack's nicht dort unten. Ich verkack's nicht. Ich packe das dort unten. Ich habe halt keinen Plan, was ich noch großartig anders machen soll. Batterie. Alter, so ein unerfolgreicher Stream hatte ich, glaube ich, noch nie, ey, ohne Scheiß. So, den scheiß Sprung, du packst nicht. In der Höhle bisschen einer durch verdruspelt war, noch ist nicht gepackt.
Zu spät. Oben ist ja noch so ein bisschen Glut drin, ne? Quasi ingebaut die Fußbodenheizung. Das sind genau die Situationen, wo dir das Spiel einfach nur den Mittelfinger zeigt. Ne, der ist schon drauf und dann glitscht der runter. So wie er auf den ersten Stellen hier immer drauf glitscht, glitscht der von dem du hinne einfach jedes Mal runter. Na gut, der Sprung war jetzt auch nicht so gut. Aber selbst wenn du mal richtig geiler Sprung hast, ja. Och, hopp, ey. Stell dich doch nicht so dran jetzt. Zu früh. Ach, warum kann du dann ach kein Pferd laufen, ey? Du ist doch extra ein riese Brick. Du kennst ganz Armee drüber gehen. Aber fürs Fritzje, das geht nicht. War ein Tick zu spät. Oh, komm, hopp. So, sieh ja, wie er auf dem Ding, du, auf dem kleinen Pfeiler, du steht. Dem Runde. Mit einem Bein in der Luft. Aber dahinne. Das kriegt er nicht auf die Reihe. Ich glaube, wenn ich bei so einem, bei diesem Bonschwa Boss Rush mitgemacht hätte, so hätte ich quasi davor 3 Tage nur den einen Sprung geübt und sonst nix. Okay, ey Boss, du vorher die Zeit nämlich gereicht. Nur den einen Sprung, du. Und den, das muss man jetzt natürlich auch mal sagen. Du, guck dir das an. Das du geht, ne? Das geht. Hier. Sieh dir das. Das geht. Aber du hinne. Ne? So geht's nicht. Und das ist genau das, was ich ewig gemeint habe. Nur 3 Dungeons weggelost und den Scheiß behob. So. Der ist an, wie er da steht. Nackig. Mit einem Fuß auf dem Pfeiler. Jo, dann halt nicht. Probiere ich das mal so aus. Ja, so Gangstheorie, ja. Kommen wir halt nicht hoch. Aber das ist auf der anderen Seite direkt ganz ungewohnt. Aber wirklich, komplett ungewohnt auf der anderen Seite. So, da ist er wieder auf den Pfeiler gesprungen, obwohl er eigentlich gar nicht richtig drauf war. Tick zu früh. Tick zu früh. Alter.
Ohne Scheiß. Wie geht das? Ich mein, ich hab sie schon einmal angekriegt. Das muss doch also allein, keine Ahnung, von der Wahrscheinlichkeit her, muss ich doch irgendwann mal so viel dumme Klick haben, dass es nur noch mal funktioniert bei 1000 Versuche. Wenn das einmal angekriegt hast. Extra noch quasi noch mal das Video mir angeguckt, wie ich den Sprung gemacht habe. Wissen ja, wissen ja, was das Problem ist. Jetzt gesetzt dem Fall, ich packe den Sprung wirklich, ne? Dann habe ich natürlich Druck ohne Ende, dort unten nicht zu verrecke, ey. Und wenn du so viel Druck hast, dann machst du eins, nämlich verrecke. Es ist genauso, wenn du jetzt, keine Ahnung, da hinten eine Million Seele, Huhneleihe hättest, für 10 Level zu machen. Und, du mich nur, keine Ahnung, über so ganz klitzekleine, Schluchthüpfe, ne? Da ist hier zum Beispiel ein Käle, da ist hier ein, da kann man ja so drüber hupsen. Vor allem mit dem Fritz hier, ne? Aber gibt's ja auch Stelle ohne Pferd. Und dann vertrickst du dich irgendwie und du Schrunerassele, ey. 100 Mal den Sprung gemacht, überhaupt keine Möglichkeit, den jemals zu failen. Aber in dem Moment, das ist dann so geil, ey. Ja, ne, eigentlich war er schon wieder drauf. Und das ist halt das, was mich aufregt. So, das ist, ne? So, zack. Ne? Gar kein Thema. Mit der Glät C steht da drauf. Ah, das war die falsche Taste. So, zack. Noch nicht immer mit der Glät C. Überhaupt nicht. Weil sie irgendwie, keine Ahnung, so Hitboxen haben von, ja, von so eine 24-Tonne, unsere Hitboxen. Bei so einem kleinen Pöller. Also eine Stecknadel. Aber da hinten, wo es zählt, ne? Da wird die Hitbox quasi so gemacht wie die Staubkernche. Ich drauf, zack, vorbei, sorry. Ach, ich doch nur den Mittelfinger gezeigt. Wieder, ne? War struff und dann rutscht er von der Kante ab. So. Und hier. Zack. Das geht auf Emo, ne? Ich weiß teilweise schon gar nicht mehr, was hier schon so oft gemacht, ich weiß gar nicht, was der Knäppchen noch kriegen muss.
Der war doch eigentlich schon drauf. Er hätte doch müssen nur noch Mo, was weiß ich noch, Mo kurz ans Geländer fassen, da oben an die Brüstung, da wäre es gut gewesen. So, ne? Mo, so gemacht, wär die Sache ist. Uah. Ich versuche das jetzt noch ein paar Monate hier schon verhalten. Das ist jetzt wieder arg deprimierend gewesen, dass du. Also wenn ich es nicht Amo angekriegt hätte, dann, keine Ahnung, da hätte ich schon gesagt, okay, wahrscheinlich geht's irgendwie nicht. Aber da das jetzt Amo geklappt hat, und ganz ehrlich, ich verstehe doch nicht, warum es jetzt nicht funktioniert mehr. Wahrscheinlich du halt Nacht von dem Scheißsprung träume, ey. Der war drauf, ne? Und der hat das doch gesehen, der war drauf. Da hat er noch so kleiner Hupser gemacht und ist auch runtergefallen. Jo, Trottel. Ticke weiter noch, Ticke weiter. Wissen ja, der tut das Spiel dann eben dann so ein bisschen die kleinen Finger geben, so sagen, Alter, komm, du hast fast gepackt, noch Mo, dann holst es. Ja, nix ist. Nur die Leid verarscht ist es. In der Höhle gewesen, wurde nix gerafft, Grischosch. Und dann do bei Vier-Schanzentournee. Ey, ich rast gleich aus. Und er das jetzt wieder gesehen, wie er da wieder auf der Ecke hängen geblieben ist. Und war eigentlich drauf und dann fällt er wieder runter. Du fällt er ja auch nicht nochmal runter. Ja, es war zu früh, das ist schon klar. Ja, es war zu spät. Alter. Ey. Ich weiß nicht mehr, so ein bisschen gerade auf die Ecke, ne? Und dann im richtigen Moment abgehupst. Das wäre es halt vielleicht. So, schon jetzt keine Lust mehr. Wir machen noch bis Viertel vor und dann. Ja, mal auf. Es sind noch 7 Minuten. Wären noch 20 Versuche sind oder so. Wir gucken mal. Eins.
Okay. Wahrscheinlich muss ich das Ding halt einfach irgendwie an der richtig Kant erwischen, welche, so wie die Pfanne so wie die Pfanne das Ding. Und dann, aber 3, 4, 5, 6. Ja, mal gespannt, wie viel mehr packe bis halt vorher. 7, 8. Ach, das Springen ist einfach so fucking schlecht in dem Spiel, ey. Genauso wie die Hitboxe. Wo haben wir stehen geblieben? Bei 8, dann wären wir jetzt bei 9. Den. Ja, ja. Das fluppt ja halt oben. Elf. 12. Wenn es jetzt wenigstens ein Bosskampf wäre, ne? Wo man dann ein bisschen Action hätte. Nee, das scheiß Gehupst, du. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ah, die 20 packen wir, oder? Alter. Warum der manchmal nicht reagiert, wenn man auf Springen drückt, das verstehe ich halt auch nicht. Keine Ahnung, wo sind wir da? 19 oder 18, hä? Keine Ahnung, vielleicht sind wir erst bei 17. So.
Der letzte Versuch. Gut, ich krieg's jetzt halt nicht an. Anne, fertig, beim nächsten Mal. Jetzt gehen wir noch einmal da hoch. Dass wir ja wissen, was wir beim nächsten Mal machen wollen. So, Ausgangsposition. Tja, ihr Leid, was soll ich sagen? Das da war halt nix, ne? In der komischen Höhle mit den Kriegsopfern sind wir übermäßig stark abgeluscht. So ist es genauso schwach. Jo, ne? War nicht so arisch halt. So, ihr Leid, was soll ich sagen? Wir haben auf der ganzen Linie versagt. In der Höhle haben wir nur auf die Fresse gekriegt. Den scheiß Sprung haben wir auch nicht auf die Reihe gekriegt. Ist halt sehr, sehr schlecht gewesen. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Vielleicht hatte der trotzdem ein kleines bisschen Spaß. Gebt mir bitte ein Like aufs Video, abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht packen wir dann endlich den Sprung. Bis dann. Ciao.